liebe Zuschauer, vor der heutigen Partie, da prickelt's wieder. Sebastian, die Heimmannschaft hat zuletzt knapp gewonnen, aber das muss ja gar nichts heißen. Nee, das muss gar nichts heißen, Tom, das ist richtig und ich denke, das haben die Gäste nicht vergessen. Sie haben ganz unglücklich verloren beim letzten Mal und wollen heute wieder gut machen und deswegen freuen wir uns so auf diese 90 Minuten. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers, gerade auch bei den langen Bällen. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen, dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Ja, und so. Achtung, jetzt brennt's. Der Ball ist drin, die Gastgeber gehen in Führung. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Eben stand sie noch selbst am Rande eines Gegentores und jetzt haben sie selber ein Tor gemacht. Mein lieber Mann, genau richtig gespielt. Ja, was soll der Schiedsrichter da machen? Er muss Freistoß pfeifen. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Der ist drin. Erstklassig, ein fantastisches Tor. So, das ist hier ein offener Schlagabtausch beider Mannschaften. Ausgleichstreffer. So, den Ball haben sie schon mal. Jetzt müssen sie nur noch Kapital aus der Situation schlagen. Ganz souverän. So, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Ja, das sieht gut aus. Schöner Pass. Vorbildliches Verhalten im Zweikampf, das Ergebnis, er hat den Ball. Oh, das hätte gefährlich werden können, wenn der Abwehrspieler den Ball nicht abgefälscht hätte. Und das sieht so leicht aus, so locker, wie der mit dem Ball umgeht. Großartiges Zuspiel. Munter geht's jetzt nach vorne. Das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Klar, da hat der Schiedsrichter nicht lange gezögert, es gibt Elfmeter. Und eine Verletzung liegt hier, glaube ich, auch noch vor. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus. Oh, der Druck ist immens groß. Und drin ist er. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Foul. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation.
Und hoch rein das Ding. Fantastisch, die Parade. Da muss er sich ganz lang machen. Da sieht gar nicht so aus, als ob er den Ball abspielen wollte. Und von der Latte zurück ins Spiel. Und mit dem Kopf bereinigt er die Situation. Ja, das hat der Verteidiger gut gemacht, wie er die Situation geklärt hat. Und klasse, wie er den Ball... Und jetzt versteht man hier sein eigenes Wort nicht mehr. Die Fans sind außer Rand und Band über dieses Tor. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Hat sich keine Sekunde Zeit verschenkt. Gegenangriff, schnell und entschlossen durchgezogen. Das ist einfach super, wie die da hinten drin stehen. Taktisch ganz diszipliniert. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Und jetzt muss er schießen. Und da war er wieder auf dem Posten. Toll gemacht vom Keeper, super reagiert. Aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Schiedsrichter hat die erste Halbzeit abgepfiffen, Pausenstand 2:2. Das ist ja noch nicht so viel passiert, aber das liegt natürlich vor allem daran, dass beide so konzentriert sind. Bin gespannt, ob das in der zweiten Halbzeit auch so eng bleibt. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Super gemacht. Absolut spitze, da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Und damit öffnet er das Spiel. Und da hat er Glück gehabt, dass er an der gelben Karte so gerade eben noch vorbeigekommen ist. Gut gemacht vom Keeper. Ja, der ist der Spezialist für solche Bälle. Weit und präzise. So, der versucht sich jetzt in eine gute Position für eine Flanke zu bringen. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Guter Spielzug. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder in Ballbesitz. Ja, frühes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Und das sieht gefährlich aus. Gute Abwehrleistung, den Ball in die eigenen Reihen zurückerobert. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Schauen wir mal, was er aus dieser Situation macht. Immerhin, sie haben einen Eckball herausgeholt. Ja, der Eckball muss viel schärfer kommen. So ist das Ganze natürlich überhaupt kein Problem für den Torwart. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Leichtfertiger Ballverlust in der eigenen Hälfte. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Sowas kann der Schiedsrichter natürlich nicht durchgehen lassen. Er gibt gelb. Ja, Foul, gelbe Karte, richtige Entscheidung. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung.
Ja, das war gar nichts. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. So, Achtung, das könnte gefährlich werden. Wunderbarer Pass. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Ja, warum nicht mal mit Gewalt? Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Und sie werden immer offensiver. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Ja, da haben sie schon wieder mal Glück gehabt nach diesem dummen Foul an der Strafraumgrenze. Nur Freistoß in dieser Situation. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Sauber geklärt vom Torwart. Der Trainer wechselt aus. Also wenn es eine Chance gibt zum Konter, dann jetzt. Ja, das sah gefährlich aus, wie er da in den Zweikampf geht. Klare Sache, Freistoß. Und so viele Spielunterbrechungen gab es nicht. Es werden nur 2 Minuten nachgespielt. Schön gemacht. Und die Zuschauer können eigentlich zufrieden nach Hause gehen. Sie haben 4 Tore gesehen. Schlussresultat 2:2. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.